Guten Morgen alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom zu diesen Morgenstunden hier, wo wir waren wel teruggaan in ons naar de Boypredigt, wo wir immer Versen anhouden van aufgebrochen en hadden so gesehen de schöne Tijd. En nu willen we weer merken met de Boypredigt. Dat wordt nu al de 5e plaats zijn van de Boypredigt van Matthäus 4, vers 7. En als tags hebben we den ganzen tijd over Matthäus 4, vers 1 bis 12 hadden we gehad. Wo de 7 Seligpreisungen zijn. En als tagsvers willen we vandaag ons ganz besonders diesen 7. Vers betrachten. Waar we uns den mal überlesen. Wo Jesus ist dit sagt, seilig sind die mit anderen Mitleid haben, mit dem Wort Gott Mitleid haben. Und hier sind zwei Wege, um diese Verse anzukriegen. Wir können hier humanistisch anzukriegen. Und dann wird wir sagen, wenn wir wollen sein, auch Mitleid haben mit anderen, dann wird Gott Mitleid haben mit uns. Dat is zeer humanistisch door de zwei non te kijken. Wanneer we over biblisch non kijken, dan kijken we dus dit non. Wils Gott zoveel Mitleid gehad heeft met mij, fällt mir dat dan nu al niet zo schwer Mitleid te hebben met anderen. Dat is wat we wel nu kijken, naar de ganze Boypredigt, ja dat doe aan. Dat gaat niet door aan, want wie dit worden buien. Ik wil nog een beetje teruggaan en worden ons aan een andere vers nog met denken houden. Dat we zijn kunnen, de Seligpreisungen die we van 2 wegen aan zijn. En we weten dat van de eerste dag wordt dat zeer humanistisch op de meeste steden uitgewendet. En dat wordt immer den Zweig uitgewendet, dat wanneer we worden, zeer nog gaan. Wann wir wollen, wenn es sagt, seilig sind die jährlich arm sind, weil es angehört das Himmelreich. Wenn wir uns wollen, sei nicht du Armchen Handstahl. Wenn wir uns wollen, sei nicht Tränen, Krallen, irgendwo kann, dass wir uns dann die Seiligkeit aussprechen. Nicht ein von diesen Boypredigt, nicht ein von diesen Seiligpreisungen sind den Zweig gemeint. Also wir wollen von der schon da, wir wollen von der non-checken en wir wollen Gott fragen und dass uns helpt de biblische non-checken. Sollen wir das worden humanistisch tun, dann probieren sein, wo weit wir uns an unsere eigenen Waterschachen abheben können. Da wo wir bald proben sein, wo mitleidend ich kann mit den anderen sein und ich doe mir diese Gewalt an. Nou, ich will nicht proben, diese Gewalt an zu tun, mit den anderen mitleidend zu sein, wenn ich über von Horten gleich mitleidend sehe. Das ist humanistisch, wenn wir dort proben, den Zweig zu tun. Wenn uns mitleiden über davon herkommt, wenigstens wir wollten, dass wir mitleiden Gott mit uns gewusst ist, in den Sinn Mitleiden trifft mich, dass ich will mit den anderen Mitleid haben. Wenigstens ich kann nicht mal anders Mitleiden mit den anderen sein. Als dat Gott sein Mitleiden hat ich in mir gewirkt. Wenn ich das den Zweig habe, wenn mein Mitleiden auf einmal den Zweig wirken hat, dann weiß ich kann biblisches Mitleiden. Wenigstens wenn wir mal kicken down in Lukas 6, Vers 36, Du redt Jezus ook graag van ditzelfde. Lukas 6, vers 36. Der sagt es dit. Du wen hab erbarmen, groot zo als je Führer erbarmen haf. Hier redt al nicht ganz so sehr so. De Engelsche Übersetzung sagt es dit. Be merciful, just as your Father is merciful. Seid mitleidend, wenigstens je Führer ist mitleidend.
Dort sagt du nicht diesen Zweig, dort, wenn die wollen so nicht mitleiden können sein, dann wird Gott erst noch mal gerührt mitleiden. No. Das stellt Gott hier erst vor. Dort die auch das Gott all das. Dort die, wenn es da erst mitleiden. Das was es dort. Ich würde gleich noch, wir uns würden mit einem Gebet anfangen, dass wir das können selber verstehen. Und dort uns humanistischer sein wird man in diesem Fall so ganz schon gut. Und dass wir das alle biblisch besäuen, was wir uns wollen hier von der und der Kirche. Himmlischer Vater, wir kommen für dich und wir danken dir für deine große Gnade, für dein großes Mitleiden. Und dass deine Leute ist, in deine Gnade, in dein Mitleiden, was uns dazu bringt, dass wir überhaupt gern Mitleiden sind mit den Nächsten. Herr, wir wollten, dass die nur was verlässt hat, du wirst schlecht geredet von dir. Und du wirst sogar so gesagt, dass du ein Monster bist, wenn du dort das, was die Schrift sagt, dass die willst, was die tun bist. Und du wirst so schlecht von dir reden. Aber Herr, wir sollen dort wohl mitleidend du bist. Wir sollen dort, wenn du nach Jerusalem kommst und die hielst über dich. Wir wollten dort, dass die hast kein Gefallen von den Tod, von den Sünder. Und die raubst alle Mann, dass die sollen nicht kommen. Wir wollten, dass die kommen nicht, aber die raubst die. Wegen dein Mitleiden ist so groß. Und Herr, wenn wir das jetzt nicht humanistisch anchecken, wenn wir das biblisch anchecken, dann sagen wir, dass was die das dort geht und wir können dort nicht begreifen, wo das so reich ist. Wo die alles das ist ein unbegreipliches Ding, wir machen stehen da immer. Aber Herr, help uns, dass wir nicht die kritisieren, dass wir nicht davon schlecht denken, dass die Dinge das. Wenn es da die das geht. Herr, du allein, sollst die ich kriegen, du allein, sollst den Namen haben, dass die Herr bist und das keiner. Und Jesus in Namen beten wir das. Amen. So, wenn wir nu wel teruggehen en kijken wie mitleidend zijn. Dit is unbedingt een opgave van Christus, dat we mitleidend met de nächsten zijn. En in dat mitleidend zijn, habe ich gleich, du darfst ich all nicht mal nur fragen, mit wem wir alle sollen mitleidend sein, wir sind alle weit noch gelehrt, dass wir das weiten, dass wir even sogar mit unseren Feinden mitleidend sind. Wenn Jesus selbst sagt, der alle Wege sagt, läuft keine Freund und hast keine Feind. Ein Öl für ein Öl, eine Ten für eine Ten. Und Jesus sagt, aber ich sage ihnen, dort überhaupt nicht rach eiven. Läuft da, der ihn hassen. Sieht gut zu da, der ihn proben schlechter zu tun. Wir kommen mit das auf einem ganz anderen Level von Leben an, als was die Pharisäer hatten. Wir kommen mit das in een ganz anderen Level van ons benemen, onze vrienden en ever. Als wat de Pharisäer jemals kunnen verstaan. En dan is dat op eenmaal een onmogelijk ding. Dit kan ik niet. Like, dit wat hij ons toezaten doen. Dat ik wil mitleiden met deze, like, ik wil die dood wensen, zoals die mij behandeld hebben. Wenn Gott bloß einen Blitzstrahl schickt und bracht die an, das wird ans fleischliche Wunsch für uns sein. Aber warum der dort nicht so steht? Warum kann ich nicht so dort gesagt sein? Wenn Gott selbst auf so ein Mitleiden, even über seine Fien, dort sie nicht fertig gegeben haben. Wir wollen nicht sagen, dass Gott den Menschen keinmal eine Gelegenheit gegeben hat. Even die, die verloren gehen, der hat dem mehr Gelegenheiten gegeben, als wir überhaupt teilen. Und du als Paulus so klar mit, wenn wir bis hier in Römer 1, wir wollen einen Titel haben, du nicht hingehen. In Römer 1, du merkst Paulus das so klar, dass du als keiner wäre, wird ascherlich verloren gehen. Weil einer von Gott weiten kann, wollten sie, will Gott haben, das weiten lot.
Wenn es mir was gefragt, so dann hat Gott, was Menschen, die Gelegenheit gegeben, excuse me, was meinst du mit der Frau? Ich habe Gott, was Menschen Gelegenheit gegeben, Mensch, der hat die mehr Gelegenheit gegeben, was die Talen kostet. Woran redest du Gott gehen an? Was ist die noch einmal nicht gut von Gott? Wovon eine Klage kostet die Gott, wovon eine Klage kostet die gegen Gott erwähnen, dass die mal was nicht recht getan haben? Der hat die so viel Gutes getan. Der hat die Regen von Himmel geschickt. Der hat ihn hart für gemerkt, was Paulus in der Apostelgeschichte sagt. Der hat ihn gute Tiden gegeben. Der ist die so gut gewesen. Der hat so viel Gutes für die getan. Und du wirst noch einmal sagen, das ist nicht fair, das ist nicht reich, was Gott getan hat. Das kriegt man, was die Fleischlichen in hier Gott noch einmal wel beschuldigen. Das stimmt mir nicht. Worum wird Gott? Wir wollen uns lieber fragen, worum wird Gott überhaupt? Worum wird Gott überhaupt gnädig sein? Worum wird Gott überhaupt Mitleid haben? Wie soll uns Dummel überstehen? Nicht über, wo Gott nicht als klein noch mitleidend gewesen, oder wo Gott nicht so noch barmherzig gewesen ist, oder wo Gott nicht gut noch gewesen ist, der den Mensch hat. Und sogar die, die verloren gehen, die haben so viel Gutes gekriegt von Gott, dass sie nichts fertig gegeben haben. Und die haben einige Gelegenheit hinter der anderen. Gott weiß ich über eine Woche, über die andere. Und wenn er dann gesagt wird, aber wo wird Gott einen raten und den anderen nicht? Warum wird Gott das Evangelium auf eine Stelle handschalten, auf andere Stelle nicht? Weil er will die mal auf den Frau stellen. Wenn du so besorgt bist, wenn du was haben, Gott soll so besorgt sein, über dass die Menschen alle sollen gerat sein. Und der ist, der will haben, wir wollen von der nennen gehen, und das wird die meiste von ihnen vielleicht eine Überraschung sein, wo Gott will, dass keiner verloren geht. Da hat einen guten Will. Gott ist nicht arg mit dem, was er will. Aber wenn er dann nie beschuldigt wird, warum wird Gott ein und warum wird er den anderen nicht? Dann frage ich mich, zu jedem einen von ihnen, was Gott kritisieren wird, bist du überhaupt besorgt, über das da in der soll gerat werden? Bist du überhaupt besorgt? Was heißt, du kritisierst Gott, das stimmt die nicht. Warum würde ich einraten, warum würde ich nicht? Okay, dann beweis mal deine Seite, wo hier und die was haben, dass das soll gerat werden. Und was ihr im Wort das wird sein, als die wirklich am zu tun sind, dass da in der soll gerat werden, da wird ein Kind all sein haben, die das Evangelium predigen. Da wird ein Kind all sein haben, dass die Durm sollen, du musst schon leiden. Verfolgt worden wegen das Evangelium. Aber no, das hast du noch nicht getan. Weil dann doch nicht Gott utgrenzen, du weh. Dann doch nicht über Gott grenzen, dass du noch nicht hast, wenn es dir so noch nicht wollt. Wir haben kein Recht zu grenzen, worum Gott nicht. Und worum Gott so steht. Wir haben keine Ursache, du über zu grenzen. Ich sage aber, bis wir uns irgendetwas hat und ihr sehen, sollen es wie überhaupt eine Besorgnis gehabt haben. Aber mit Gott ist das anders. Wenn wir mal kicken, in Hebräer 4, Vers 15. Wir haben nicht einen Gott, der nicht weit bei uns das geht. Wir haben nicht einen Gott, der uns bis vom Büten besitzt. Und er sagt, mit so einer, so. Wir haben nicht einen Gott, der hechlerisch uns besiegen kann, wenn uns was tut. Wir Menschen, wir haben das so leicht als dort. Davor wir wen besiegen, und die sind in der Lehre, wo wir selbst keine Kenntnis von haben, wo sich das muss feilen in der Lehre. Und dann sagen wir zu dir, oh, ich kann gerade mitfeilen mit dir. Weißt du, was das ist so? Wir haben mal so eine Dinge aus einem anderen Beleben, das habe ich nicht belebt. Und daher kann ich nicht mitfeilen. Gott überkommt. Wir wollen in Hebräer 4, Vers 15 gehen. Er sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfallen kann, aber einen, der in alles Charakter versagt worden ist, als wir sind, über ohne zu sündigen.
Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht so, der dort bloß gehört hat, wo uns das geht. No, der hat dort selbst geleden. Der ist selbst in das Fleisch gewesen. Der ist selbst in das Fleisch gewesen, wo du hast versorgt worden, wo du hast geleden. Und in dem Klimaskirchen, wo er wirklich geleden hat, werden wir bloß mal einmal hiervon aufbrechen, und werden wir mal in Jesaja 53 gehen. Vers 3. Wir sahen uns ein Uitbund in uns veracht. Hij hat viel geleden und ist krank gewesen. Hij wie aus einer, der sein Gesicht nicht weiß. Hij wie ein Uitbund, und wir rechnen ab nichts. Doch die Krankheit, die hij droeg, wie unsere. Das Leiden, was uns traf, droeg hij. Aber wir dachten, Gott möge am Leiden und bestraft am. Doch wie hij weer onze Sünden verlatzt. Hij brug unja ons vergående doel. Ab am lag de Straf, doordat dat hij de Schläge kriegt, sind wir gesund. Wie wir in alle am Erwach so schub, der jeder seinen einen Weg gehen. Aber der Herr lehrt all ans Eierreich seinen ab am. Aber hier nicht in Hebräer 4. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfallen kann, aber einen, der in alles krank so versagt worden ist, als wir sind, aber ohne zu sündigen. Und wir würden noch mal sagen, weiß ich, was ich sage, viel Dollar versagt worden, als wir. Wenn Jesus versagt wird, dann wird er für voll versagt. Und ich will mir zu sagen, du wie keine allmächtige Hand, die du verhält, in der nicht alle versagt worden, als er verdrehen kann. Wenn Jesus sein Versicherung, der wir so übermuten alles, wer von denen ist jemals von Jesus in der Wüste gedreven worden für 40 Tage, dass die Fasten und Beten dann für 40 Tage, und er so tun die direkt versichert. Wer von ihnen kann uns dort sagen? Und wer von ihnen kann es dort sein, der so tun, der versiegt ihn durch, und even mit so einem Ding aus Brot eten. Wenn für 40 Tage danach gefasst ist, ich glaube, dann wird wir all irgendein Steinwallen zu Brot mehr. Unsere Versicherung, die wird so groß sein, wir würden nicht durchgehen können, und Jesus ist danach ganz fast. Und sage ich, das steht geschrieben, dass ein Mensch nicht vom Brot allein lebt, aber von jeder Wort, was Gott selbst geredet hat. So Jesus, der ist mit all unseren Versicherungen bekannt und noch weit ever. Noch weit ever. Er sagt, du wegen weil wie nu, in Hebräer 5, Vers 16, du wegen weil wie voll Vertrauen und Genodenstuhl gehen, dass wir Mitleid kriegen in Genot fängen zu der rechten Zeit, wenn uns der Halb nötig fehlen wird. In anderen wird Gott ist nicht unbewusst über was uns das geht. Jesaja 40, Vers 27 ist ein sehr klarer Vers. Wenn Gott die Grütze in der 26. Vers so klar gesagt hat und sich gewesen hat, mit was alles mehr und wie soll man abkicken in den Stieren, wer das alle gemerkt haben, wo Gott alles in Einzelheiten klar durchstellt, und er nannte alle beim Namen, der ganze Herd von Stieren und alles, was du hast, und ab einer Stelle in Psalm sagt er, hier noch Haare am Kopf sind alle geteilt. Gott ist ganz 100% allmächtig, über all das, hat alles in seiner Kontrolle. Und er weiß alles an. Und dann in der 27. Vers sagt er, wo sagst du dann? Wo sagt Jakob dann, dass der Herr nicht weiß, wo uns das geht? Of course, der Herr weiß, wo uns das geht. Das ist ganz bekannt mit uns. Und da kann mitleiden. Wenn wir nochmal, so sagt ihr das seht, wenn wir nochmal vor wem besegnen, wie wir uns das sein, ich kann mitfallen mit dir. Ich glaube nicht. Ich glaube, die meiste Zeit sei wir, dass bloß ambivalent zu tun, wie wir nicht machen. Dass es ein Ladje trost wird. Was wird wie es leider sollen sein? Der Herr kann mitfallen mit dir.
Ich würde hier wählen mit dir, aber vielleicht würde ich nicht wählen. Ich wünsche mir dort Salje nicht, was die durch ist. Ich wünsche mir nicht, wenn Gott hat eine Person von denen sieht genommen, eine geliebte Person, und ich will euch mitfallen mit dir. Das hat sich schlag. Ich will euch mitfallen mit dir. Wenn ich mir da ein bisschen weiter unterdenken, wenn ich das soll gefallen. Du müssen wir uns immer von uns wegdrehen und wir müssen uns nicht Gott drehen. Wir müssen uns denken, und die können mitleiden mit uns. Die haben Mitleid wirklich. Die können mitfallen. Wenn wir nicht, wir würden sagen, okay, ja, nu wollen wir uns alle bearbeiten, nu wollen wir bis mal gehen, einer mit den anderen Mitleid haben. Yes, wir wollen, of course. Wenn die Schrift sagt, Jesus selbst sagt ja das. Seilig sind die, die mit anderen Mitleid haben. Aber uns Mitleid kommt nicht davon her, mal einmal, dass wir das selber belebt haben mit anderen. Uns Mitleid kommt davon her, dass Gott mit uns Mitleid gehabt hat. Und wenn wir da nicht ganz klar können, mitfühlen mit den Nächsten. Wie kann du über Mitleid haben mit den Nächsten, wenn die Nächsten wir verloren und Gott rat den, und ich wir verloren und Gott rat den. In der Hinsicht habe ich mitleiden, mitfühlen. In der Hinsicht habe ich ganz mitfühlen. Wenn wir sagen, dass sein Mitleiden, sein Mitleid so groß ist, wenn wir kijken in Matthäus 9, Vers 9, sein Mitleiden mit den Sünder, der ist so groß, dass das Sünder, wo du dann Mitleid gekriegt hast von Gott, der hat dann lauter Mitleid mit den Nächsten. Und ein von den Dingen ist das Matthäus, der wird du in den Tagsklage aufsetzen. Matthäus 9, Vers 9 sagt, das ist das. Als hij van de wieder ging, zag hij einen Mann in de taxklak der boot zitten. Der heet Matthäus. Jezus sagte ihm, komm, folg mir. Und hij stond op en folgte ihm. Und als Jezus im Huis in der zat, en ik verstehe zo dat wie Matthäus geroods. Der rijdt een grote Fass uit, een grote Unkas uit, en viele taxklak, der kwam door met. Ich weiß nicht, dass Matthäus hier nach dem Aufschreit wollte, ein Fass einreiten. Wenn wir wollten, dann Lothar wie hier nicht mal einen Tagsklag da. Und er sagt, es steht. Und als Jesus im Haus am Dash saß, kamen viele Tagsklagte und Sünder und sahen sich bei Jesus am Dash. Sahen sich bei Jesus und seine, habe ich den Vers einmal lesen. Und als Jesus im Haus am Dash saß, kamen viele Tagsklagte und Sünder und sahen sich bei Jesus in seine Jünger durch. Nicht halt ihn doch mal über. Hier sagt nu, Jesus und seine Jünger, wo da nu das großen Prophet seine Nachfolger sind, und die fangen sich an nu mit dieser Tagsklage, mit den ganz uneigenseinsten Menschen, mit denen zu eten, mit denen Gemeinschaft zu haben. Ich will nicht Rot geben, und ich glaube nicht, dass das würden Rot sein, aber ich will mal sein, Jesus, der wird nie von dir bestimmt sein, dass der wird von dir kommen. Und Jesus, der wird auf alle Städten, alle wegen das Evangelium predigen, und er wird den ferschen Dragbahnlehrer sein, komm, wir hängen ran. Und der kämpft. Der Dragbahnlehrer, der ist so sehr bewegt, über wer Jesus ist, wenn Gott hat den sein Hort geändert, der reiht ein großes Fass aus. Und nu kommt der ganze Herr Dragbahn, dieser ganze Herr von seinen Partnern, die kommen nicht alle zu diesem Pachanga, was der dann wird uitreiten. Und dann haben wir hier eine Herr religiöse Prediger, wo du dann von einer Seite an sagen, das kann nicht der Rara sein. Das kann nicht Jesus sein. No. No, wenn die uns wissen, was das für Menschen wir, dann die würden nicht, no, das kann nicht der Rara sein.
Und wir sagen, aber das kann der Rara sein. Warum kann das der Rara sein? Wegen heute kommt der zu Rat. Maar dit wil ik nu niet zeggen, okay, we zullen ons die Dragman absegnen en met dit in ihre Pachangas met mir. No, dat is niet. Wegen Jesus wird dort bei der Kontrollhaft der Raden. Du wegen wir dem mit der Taub. Soll wir davon ausgehen, dass wir mit Leuten haben mit dir, dass wir machen das Evangelium predigen, dass die machen frei werden von in der gebundenen Zustand zu sein. Wegen die uit sich selbst wollen gleich. Die uit sich selbst legen sich selbst vor. Und vielleicht hast du mal Rot für die Dragbahn als für viele religiöse Lehrer von der ersten Tag. Wie ich das so wie. Als Jesus durch mit dem und der sagt, Jesus sind seine Jünger. Und als die Pharisäer dort sahen, sehen sie zu Jesus seine Jünger. Warum hat jün Meister mit den Tagsklagt an Sünder tun? Was hat jün Meister durch ab diesem Pachanga, was der hier sieht, gereiht hat? Was hat Jesus tun? Wie Jesus tun, um das Beise mehr zu merken? No. Hier wird was passiert. Das Beise wird nicht ausgeruht. Als Jesus das hier sagt, die Gesunde brauchen den Doktor nicht. Den brauchen nur die Kranken. Aber wenn wir wollen reden von Mitleid haben mit unseren Nächsten, Mitleid haben mit unseren Feinden, dann haben wir hier was anmeldet zu tun. Und ich weiß, dass keiner von uns wird sich dort übernehmen, nicht bloß mal wohin zu fahren, wo wir wissen, dass wir würden even vielleicht in Lebensgefahr sein, wenn wir uns dahin wählen. Wenn wir uns dahin wählen und wir merken uns an die erste Lehre an, von der Ratse Dragbahn. Wegen wir wollen das Evangelium mit all. Und das ist, woran wir die sagen, das sei an euch nehmen. Die Fiesta, was die feiern, all das, was da angeht. Das sei an euch nehmen. Das ist zum Grüsseln. Das ist gefährlich. Und wir haben genug religiöse Lehrer schon uns von der ersten Tag, wo wir sagen, wenn dort ein Christ wird, da würde nicht du so sein. Ja, das ist die Sache, woran du bist. Weil Jesus sagt, die Kranke, die Korsche, die Gesunde, die brauchen gleich einen Doktor, die fehlt das gleich. Wenn die so gut sind, die also so reich sind für Gott in deiner Meinung, denen fehlt das nicht. Die sind ja auch noch gefährlich, nicht? Ja, mal, das sind diese Kranke, das sind die Dode. Hesekiel 36. Das sind die Dode Knerkes, wo du Leben fehlt. All die, was du so zu sein, all Leben haben, warum fragst du noch nicht Leben? Aber das sind die Dode Knerkes. Für das ist er gekommen. Und dann sage ich hier wieder, gut und leert, was das meint. Ich will nicht jene Opfer. Wenn hier redet von jene Opfer, ich will nicht, dass die in Sturm sind zu bringen, aber dass die Mitleid bewiesen. Ich bin nicht gekommen, die Gerechte anzuladen über die Sünder, dass die sich abmerken. Wenn Gott hat uns gesagt, all im Alten Testament, jene Opfer gefallen mir gut. Wenn ich glaube, dass die mir was bringen kann, was mir fehlt, wird Gott sagen. Und das Bruder Nathan hier gestern zu was hört, den Thema, wenn Gott hat uns was fehlt, er wird uns dort nicht sein. Er hat Dutzende Jahre voll Feuer. Und er hat mehr Welt, als der Mensch hat jemals was uitroden kann. Wenn mir das um was fehlt, ich würde ihn dort nicht sein. Das ist ja mein, das würde ich mir bis gut holen, wenn mir das an dort fehlt. Und so wie man uns dann verlängert, in unsere Talen, okay, so, was ja wie Gott an ihn noch bringen. Den gefällt das nicht mal, wenn wir noch glauben, wie kann ihn noch was bringen, wo Gott impressed über ist. Aber er verlangt uns Leben.
Er verlangt eines von uns. Lass mich den Vers noch einmal lesen. Gut in Lied, was das meint. Wenn er sagt, gut in Lied, was das meint. Nicht gut und kiek je mal, was Gott will mit das sagen. Ich will jene Opfer gleich. Ich kenne interessant für jene Opfer. In Jesaja wird sich das zu sein, unsere Gerechtigkeit sind so Schmerzkadern für Gott seine Ehren. So das Beste, was wir weiten abzuweisen für Gott, das sind auch so ein Ekellied bei sich. Und das Wort, was du gebraucht wird, das ist so eklig, weil er nicht will, irgendwo man allen Metall. Aber er sagt, dass die Mitleid haben, einer mit den anderen. Und dann sage ich, hey, ich bin nicht gekommen, der Gerechte anzuladen über die Sünder. Das die sich abmachen. Wir wollten, dass wir als Kirche, uns fehlt das sehr neidig, dass wir immer wieder in Gemeinschaft haben. Und wenn wir als Kirche sind, das ist so viel leichter, dass wir uns denken halt man das Evangelium, wie kann uns, das redet so leicht. Aber was Gott getan hat über das Evangelium und all das, und wir sind froh, wir bühren uns ab, und das ist so schön. Aber denk wieder an, dass du sind Menschen, die sind nicht in unserer Kirche. Du sind Menschen, die sind nicht zufrieden mit Gott. Die stimmt das alles nicht. Und wir können nicht mit dem fertig werden. Da das auf einmal unsere Arbeit ist, dass wir Deutschrot sehen, dass wir Deutschrot abrauben, du würdest schwor jetzt, du würdest das Evangelium nicht wählen hier. Es steht auf einmal dort, was Jesus gerade steht. Mit wem ging Jesus? Mit wem hat er Mitleid? Der hat mit dem Mitleid, der will mit dem Mitleid, was du euch wollen, Mitleid bewiesen hat. Der ging nicht da, was nicht kein Rara soll. Und wo wir auch Jesaja sagt, das zu sein, dass die, was nicht keine Gerechtigkeit gesagt haben, die haben die gefangen. Amen. Die kriegen Mitleid. Und weil sie so ein großes Mitleid bewiesen kriegen, wenn sie so ein großes Mitleid bewiesen kriegen, kann sie erst mal dann auf ein Mitleid haben mit den Nächsten. Wenn wir mal gucken, in 1. Petrus 1, Vers 3. 1. Petrus 1, Vers 3. Wenn es das sagt, lob Gott an den Herrn Jesus Christus, seinen Führer, weil sein Mitleiden wir so groß, dass er uns nie geboren hat, zu einer lebenden Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus von dort abwirkt. Und zu ein Aufgabe, das nicht verkommen, vergonnen oder verwalten kann, das für uns im Himmel bewahrt wird. Und Gott, in seiner Allmacht, wird du nur sein, dass wir durch solche ankommen wollen. Und dort Heil kriegen, weil sie an Jesus glauben. Dort Heil soll in der letzten Teil offenbar werden. Wenn er sagt, dass wir unseren Herrn Jesus Christus in Führer loben, weil sein Mitleiden wir so groß, dass er uns nie geboren hat, zu einer lebenden Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus von dort abwirkt. Und dass wir wollten, wir sind mit Jesus Tod gestorben. Wir sind mit dem Tod gekreuzigt. Uns aller Mensch ist gekreuzigt. Und so ist Jesus von dort abgestoßen, als sei wir nicht zu einem neuen Leben abgestoßen. So, wenn unsere Hoffnung nu ist, dass Gott uns durch solche Hand bringen wird, so sage ich, und Gott in seiner Allmacht wird du nur sein,
die door sicher aankomen worden, en dat heel trien, dat is in denzelfden Satz geschreven, wo wir sein van dat wat van groot Mitleiden Gott met ons hat, en hat uns eine neue levende Hoffnung gegeben. Ich habe 2 Arbeiten von dir. Und wenn wir kicken in Epheser 2, Vers 4. Aber Gott ist so recht und genug, und er ist uns so gut in seine Liebe, dass er uns mit Christus taub Wahrheit zum Leben bracht, wann wir auch tot in unser Sinn wären. Durch Genug war je seilig. Gott hat uns mit Christus Jesus taub abgewagt und mit einem taub einen Platz im Himmel gegeben, dass er in der Zukunft der Tiden uns in Christus Jesus beweisen kann, wo vertrauliche Recht er und Genug ist und wo sehr gut er uns ist. Erstmal das, wenn er sagt, die werden tot in jenen Sinn. Epheser 1, Vers 1 sagt er. Die werden tot in jenen Sinn. Aber dann hängt er an und sagt er, über Gott. Aber Gott ist so recht und genug. Und er ist uns so gut in seine Liebe, dass er uns mit Christus taub Wahrheit zum Leben bracht. Und dort, dass er uns zum Leben gebracht hat, ist dort kriegt, dass wir überhaupt mit einem anderen Mitleid haben. Aber wenn wir uns mal ein klein bisschen abfrischen an der Vers, was Jesus sagt. Seilig sind die, die mit anderen Mitleid haben. Und was wir da eines meinen? Er sagt nicht, seilig sind die, wann die wollen, Mitleid haben mit anderen. Er sagt, seilig sind die, die mit anderen Mitleid haben. Also er sagt, seilig sind die, die alle mit anderen Mitleid haben. Und nu wil we ons de een klein beetje nemen. Wo jeft dat zo dat we met andere Mitleid hebben? Wanneer wordt je niet einig dat je wil met een andere Mitleid hebben? Wanneer heb je eerst mal Mitleid met een ander? Als dat niet moet eerst staan, wanneer ons mal afhangt wat te jammeren? Wanneer we een anderen zijn leven zijn. En ons jammert dat. En die würden irgendwas wollen sein zu tun für die Person. Die haben ein bisschen verlangen, mal was zu tun für die. Die leiden da mit dem. Die würden so gern irgendwo sein zu halten. Die Frau hat gestellt, ist das, wanneer war die nicht einig? Dat die wollen Mitleid haben mit anderen. Wenn es Mitleid kommt von, all noch was du wirken dat. Dat we werkelijk van harten Mitleiden haben, du hast al wat anderes, du eerst passiert, wat ons wat du betrifft. En ik wil maar dit zijn. Ons jammert dat. Ons jammert dat over een persoon. Wenigstens van ons niet wat jammeren dat, wanneer we niet een jammer gehad hebben over de nächsten, wo hebben we ook echt Mitleid. Wat bracht die deze gevoel aan dat die dat jammeren deed? Wat weer doen? Ik heb je taal niet alle. Dus ik heb veel Duits leren van jou. Wat is dat wat ons wat brengt? Dat we een jammer had over de nächsten hand. Erst op einmal op plaats wat ooit in ons. Erst ons irgendwas passiert.
Als du irgendwas in uns Auge gehen, kann Hesekiel 36 auf einmal in uns erstmal passiert sein. Wo das steinerne Hort wird mitgenommen, wir können steinerne Hort mitleiden sein mit den anderen. Als das auf einmal, dass wir erst haben Mitleid gekriegt, und das zuerst aus Epheser 2 hier sagt, aber Gott ist so reich und genug, und er ist uns so gut in seinem Leben, dass er uns mit Christus tot war zum Leben brach. Als er einmal Hesekiel 36, was ich weiß, das ist. Aber ich will haben, wie soll uns diese Frau stehen. Wenn wir uns wollen die Gewalt andun, wir haben noch das steinerne Hort, wir sind noch nicht wirklich wahre geboren, aber wir wollen uns so handstellen, als wann wir sind. Wir wollen so hier in Hand uns sollen so looten, als wann wir wahre geboren sind. Das ist nicht so, dass wir mitfeilen können mit anderen, wir tun uns bis so. Wenn du nicht erst was passiert ist in uns, dass wir in ein empfindliches Hort gekriegt haben, dass wir die Leute, was Gott in uns utgeütet hat. Ich habe erst mal den nächsten Leuven. Wenn das nicht erst passiert ist, dann ist das eine lauter Heuchlerie, wenn wir uns noch so tun, wir sind mitleiden mit anderen. Dann ist das bloß, dass wir diese Farbe würden brücken, als wenn ich bloß bei kann, soll ja nicht mehr so tun, als wenn ich mitleiden sein, dann habe ich mir ein Punkt mehr verdient, oder ein Punkt mehr mit meiner Seed im Himmel. Das Mitleiden sein mit den anderen ist nicht, wenn ich was so ja nicht mitleiden kann, dann habe ich nicht gerade die Möglichkeit im Himmel nehmen. Und das ist die größte Unschmererie, was wir sehen, was von der ersten Tag durchgestellt wird. Und wie bis vorhin so ja nicht mitleiden kann, no. Das Mitleiden von dem, was Jesus da sagt, hat nicht mehr mit zu tun, mit, dass ich dann wohl einen größeren oder einen kleineren Platz im Himmel habe. Das hat zu tun mit, was ist die geworden? Was ist die passiert? Wo sind die gefallen? Die sitzen unter den Lieden, darunter die gedacht hast, die wussten gerade das Port im Himmel rekan, darunter die wer driven, darunter die irgendwer eine Fark hängen im Geneck hält. Oder wie würde man sagen, darunter die wer hängen im Geneck anfut. Hast du bis das Gefühl über den Nächsten, wann ich den bis halten kann. Das von wovon Mitleiden Jesus du reden hat. Wenn ihr das aber immer merken in Jünd, dann wollt ihr, dass du hast was Eugen in Jünd, dann wollt ihr, dass du hast Leben in Jünd. Diese Säuligpreisungen, die sind nicht, was wir tun sollen, um uns den reichen Himmel zu kaufen. Die Säuligpreisungen, die sind dort, um uns, das ist Mut stark, womit wir uns bemühen, dass wir sollen sein können, was wir all geworden sind. Was Gott all an uns getan hat. Das ist, was die Säuligpreisungen sind. Wenn ich sage, säulig sind die, wenn die das machen in säulig sind die, wenn die mitleiden sind. Säulig sind die, was die sanftmütig sind. Und das steht ja dort wieder. Und wir wollten dort was passieren in uns, wir wollen da tauschen, wer wir sind und wer Gott ist. Wir sehen das in 1. Johannes 1, Vers 6, wenn wir das merken, dass wir Sünder sind, wenn ich das merke, ich habe gesündigt. Woher merke ich das? Wer sieht mir das, dass ich gesündigt habe? Als das nicht Gott sein Geist gerät, und wenn ich da tauschen, das stimmt, was Gott sein Geist sagt von mir. Wenn ich sage, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist heute gerecht und vergib uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist gerecht, was passiert. In einem sinnlichen Mensch. Der fühlt sich, dass wir kicken, was passierte David in Psalm 32?
Hij wil eerstlich dat zijn zin stel houden. Hij weet dat hij wat hij pro stel te houden. Maar hij verkuimt de onja. Hij verkuimt de onja zoals in de zomer had, zegt hij. En hij kan het niet langer stel houden. Zegt en dan bekan ik die mijn zin. En die vergeefst mij. Wel, dit is een teken van dat God ons medelijden bewijzen heeft. We kan niet zijn dat ik een medelijden gekregen van God, maar dat heeft mij helemaal denken gehaald met de zin. Jeder einer, wir haben medelijden gekregen van God, medelijden gekregen van God, der heeft ook zin en denken halten gekregen. Dat hier zich mensen krijgt, dus wanneer ik wil Johannes 1 vers, 1 Johannes 1 vers 9, niet beim Haus ich hier maand nemen en dan word ik in die context reden. Van wat we hier reden. Maar nou, de bewijs, als we hebben medelijden gekregen van God, als krijgt dit. God zijn medelijden, wie we zo groot over ons, eerstens dat hij ons ware geboren heeft. Dat ons een nieuw leven geeft. Maar wat brengt dat nieuwe leven met zich? Dat nieuwe leven brengt dat met dat we eenmaal empfindlich zijn geworden te zijn. Dat we niet op eenmaal hastig dat moeten doen, wer we zijn. En we zijn zoals David in Psalm 32. We willen dat een tijd lang nog vielleicht nog een beetje proberen om ihre dag te houden. Maar dan wie viel kommen durch hier unja. Wo haben wir euer kunt so gemütlich, so comfortable in onze zin leven? Denkst dat we nog niet dat radende Wort in ons passiert. Deswegen können wir so unbüße tun. Können du so gemütlich in der Sinnband leben. Und man sagt, aber Gott ist so recht und genug, dass er uns wahre geboren hat. Dass er uns Uhren aufmerkt. Dass er Hesekiel 36 in ons Leben passieren hat. Er ist dort. Und dann kommt dort vandaag, wir kriegen ein ganz andere Gefühle. Wir kriegen andere Gefühle Gott gegenüber, wir kriegen andere Gefühle den Nächsten gegenüber. In erst modern ist dort, wo wir mitleidend sind mit anderen. Wenn wir das nicht groß überrascht, weil wir nicht das Piet Hänger im Bauch anstecken, das schafft bloß in Belize. Aber in der Bibel schafft das nicht. Weil wir nicht uns Leuten anbilden, wenn wir wollen, so ein mitleidend sein, dann wird Gott anfangen mitleidend mit uns zu sein. Weil wir uns das nervös Leuten ins Zweig anbilden. Aber weil wir aber die Bibel schon checken. Wie als Gott so viel mitleidend mit mir gehabt hat, erst dort, wo ich erst noch mal kurz kann mitleidend sein mit den Nächsten. Und wir wollen Mitleid drehen mit den Nächsten. Wir wollen mitfeiern können mit den Nächsten. Wings. Wir zijn dat wel groot, Gott zijn genoeg aan ons gewaast is. En wie würden man vielleicht für uns sein? Aber warum geht das so lang? Warum war es nur so langsam? Ich meine, warum kann ich nicht mal einfach mal voll mitleidend sein? Like, warum beschäftige ich nicht da? Warum beschäftige ich nicht da? Weil wir haben dort noch ein Traus in 2. Petrus 3. Der Herr vertragt sein Versprechen nicht so lang, so als angemein. Die war auch nicht so lang. Wenn wir dort sein, ich weiß noch nicht so. Ich kann noch nicht diesen Mitleiden mit den Nächsten, das ich soll haben. Ich kann noch nicht diese Gefühle für Gott, was ich soll haben. Und das trouble mich. Das trouble mich. Ich bin bloß nicht zufrieden. Ich würde sagen, weil Gott sei Dank, dass ihr das troubeln hat. Gott sei Dank, dass ihr diesen Verlangen haben, weil mein Mitleid mit den Nächsten bewiesen. Gott sei Dank, wenn es von wo kommt die Welt her? Von wo kommt das her, dass ihr das Verlangen haben, dass ihr das so hier besser wollen tun? Wenn ich weiß, wenn ich den Vers lesen da, soll ich sagen, dass du Mitleid haben mit anderen, wenn ich mit dem, was der Herr Mitleid haben, ich fühle mich sehr gestruft mit dem Vers. Ich fühle mich sehr gestruft. Und ich sehe über lang nicht, so ist das hier so. Ich sehe, ich habe einmal nicht geraten.
Sehe ich aber immer überhaupt ein Kind Gottes. Weet je wat, die Frau, den ich te stellen, bewijst dat, du hast allen Verlangen in mir, du hast, ich sehe ein Kind Gottes, wenn ein anderer Mensch hat Kimmel sind Verlangen. Ein verlorener Mensch denkt du nicht mal immer an. Und wenn ein verlorener Mensch, was ich bis weil sie einen Weg in den Himmel nennt, in den falsch lesen, der will er bis mit seiner eigenen Kraft tun, da will er sich irgendwas abstellen, irgendein Event, oder das soll so lauten, als Mitglied mit den Nächsten. Und even veel groepen subkerken van ons. Die proben op dat dienstwacht te doen. En de spijs kan het thuis zijn, en een leraar zijn hier en dit en dat. Bis het zijn dat ik dat bis irgendwas wijzen kan. Wat van medliedende mensen ik zie. Want het fijn dat je dat alle doen. Want dat zo is, wat duipt dat jet. Dan heb je geen medlieden met ons. Dan heb je best medlieden met jezelf. En je würden vielleicht wel een hand, je soll zo'n pity party voor je uitweg. Wo ik mijn hand geven, ik doe je lieden voor de nächsten en ik lied met den anderen. No, je doet gleich. Je doet gleich. Wens dat werkelijk je medlieden met den nächsten, je hebt versalz. Waarom zeg ik versalz? Ik heb niet versalz, zoals we dat kunnen doen hebben. Aber das ist nicht so, was jeder, das würde man sagen, das kämpft für Salz. Wenn Gott den wahre geboren hat, dann kämpft das all automatically. Wenn es heiratet, wirkt das. Aber wie wir sein dort fertig, wir waren aweilig, und wir sein dort, wo lang nicht mitleidend genug ich sie. Dank Gott, wenn Jesus dort feiert. Ich sehe dann war ich noch Mut, ja. Wenn ich dort morgen, die sind nicht zufrieden mit so Mitgliedern, dass die mit den Nächsten sind. Die sind noch nicht zufrieden, dass die den Nächsten leben. Und dann danke ich Gott dafür. Wenn es diesen will, das Verlangen, dass die wollen Dollar, dass die wollen mit Dollar Mitleid haben mit den Nächsten, beweist mir das all, dass die haben ein helles Verlangen. Du hast Gott, was geplant hast in Jünd. Und wir machen uns mit diesen Versen trösten. Was Petrus hier sagt, 2. Petrus 3, Vers 9. Er sagt, der Herr vertragt sein Versprechen nicht. Der vertragt sein Versprechen nicht so lang, so als allgemeinen. Oder wie würde man sagen, das einzige sich feil. Herr, wo lang, wo ich noch mit diesem Fleisch und Blut straucheln, wo lang, wo ich noch immer wahre, frisch so kalt komme. Er sagt, ich habe bloß Geduld mit ihm. Und woran lässt Gott uns mal erstmal ein Stück straucheln? Ich glaube, er will uns was wiesen, wo wir anders nicht würden verstehen können. Bitte, wir straucheln. Wenn Gott den Tag, wo er uns wahre geboren hat, in alle Hinsichten haben perfekt gemacht. Wir haben so ein Mitleiden mit den Nächsten, das wir sollen haben. Wir haben so eine Liebe für den Nächsten, was wir sollen haben. Alles wird durchgestellt. Wird wir das begreifen können, dass das Gott und Gott allein alles das? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir würden bald unseren ihren Thron abgestellt und wir würden den Menschen alle wollen wiesen, wo läufttulich und wo mitleidend ich sie. Aber Gott, der lässt uns mal, dass ich feilen, die kann gleich. Die kann nicht. Even in uns wahre geborenen Zustand, lässt uns das wissen, die kann gleich. Und wir lernen davon. Und dass wenn heute dann ihr steht, bleibt uns das dabei sagen, dass das heute getan hat. Wenn ich sage, der Herr vertragt sein Versprechen nicht so lang, so als allgemein. Hij heeft bloß Geduld met jent, weil hij wil dat alle man zich opmerken soll en dat keiner verloren geht. Gott zijn wel als goed. Hij wil niet dat een einziger verloren geht. En wie zijn dat ook wat hij in de profeten zegt. Mein je hab ik door een gevallen aan dat de zinder in zijn zin storf. Als dat wo Gott in gevallen hat. Op keinen Weg hat Gott in gefallen, dat ein einziger verloren geht. Aber wenn wir du wahre menschlichen Untjecken tun, dann haben wir du wahre Dünnsweg
nennt je. Gott, Himmel, der sagt je, wo hier in hij will. Wenn die Menschen dort ein bisschen mal leuten, wenn die dort ein bisschen mal annehmen, weil dann merken wir, wenn wir dort menschlich besein tun, wenn wir dort menschlich nachdenken tun, dann merken wir, was Gott aus dem Anmachen, dann merken wir den aus dem kleinen Gott, was nicht alles kann, was er will. Dann haben wir den seine Allmacht verloren damit. Und deswegen haben wir nicht dort menschlich besein, wir machen das biblisch besein. Was sagt Gott mit uns das? Gott hat einen guten Will für alle. Gott seine Einstellung gegen allen gegenüber ist so groß, dass keiner, in even der was verloren gehen, keine Entschuldigung hat. Das wird an so eine Passages ist das ganz klar wiesen dann. Gott seine Einstellung ist ganz und gar gut. Aber die verloren jetzt, die kannst Gott nicht beschuldigen. Das ist, was du gewählt hast. Das ist, was du wirst. Okay, kann ein Mensch sich dann bloß einig werden? Ne weit mich bloß mal abmerken. Und der Gott kommt? Kann er auch bloß mal mit seinen eigenen Will? Weil Jesus sagt, keiner kommt in den Führer, keiner kommt in mich, bitte der Führer trägt den. Und er sagt auch, keiner kommt in den Führer, bitte durch an. Also, wie kann ich in den Führer kommen und Jesus? Und wie kann ich in Jesus kommen und den Führer? Das muss alle von Gott kommen. Und Gott sagt hier, er will nicht, dass ein einziger verloren geht. Der hat nicht in Gefallen an, dass ein einziger verloren geht. Und dann in 1. Timotheus 2, er sagt, dort ist gut und ist Gott an seinen Herrn angenehm, der du haben will, dass alle Menschen sollen gerat werden und die Wahrheit kennenlernen. Hier müssen wir aufpassen, dass wir das nicht uitladen. Das ist 100% in der Bibel und das ist 100% Gott sein Will. Das ist sein Will, dass wir die Wahrheit kennenlernen. Wenigstens, wenn er nicht will haben, dass die Menschen sollen die Wahrheit kennenlernen, da wird er nicht gesagt haben, wir sollen das Evangelium in der ganzen Welt predigen. Das Evangelium soll in der ganzen Welt gepredigt werden, zu all. Warum? So dass sie keine Entschuldigung haben. Wenn die verloren gehen, das ist nicht du wegen es an Gott gefehlt hat. Aber hier ist was die Sache. Wo können wir dann, dass wir nicht Gott verlassen dann in seine Allmacht? Wo können wir das tun? Wir können das gar nicht. Das kann ich nicht tun. Du kannst nicht geraten werden, wenn Gott nicht ist in die Wirken das. Du kannst nicht geraten werden. Die Bibel sagt ja das sehr klar. Du hast keiner, der im Führer kommt, bitte durch Jesus. Und du hast keiner, wer in Jesus kommt, bitte der Führer trägt den. Und dann sagen sie, no, Gott trägt alle Menschen, weil er das. Er weiß sich. Er hat die Gelegenheit, kommt. Aber du hast keiner, wer du geändert wird, bitte der Änderung passiert von Gott und der Person. Er sagt, willst du als ein Gott und du als ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch Christus Jesus. Der sich selbst handelt als Leusgeld für alle. Die plottische Bibel sagt für alle Menschen. Und to mein Surprise, wenn ich die alle Schriften sehe, der hat nicht für alle Menschen. Der hat laat me dan mal die engelsche Vers lesen. Who gave himself as a ransom for all. Stop right there. The witness for this proper time. Hij zegt, dat ik zelfs handjuif als leusgeld voor alle. Dat wir ter rechte tijd bewijs dafür, dat Gott haben will, dat alle Menschen sollen gerat worden. Nou, würden wir dann nicht sagen, oh Gott hat sein Part getan, die muss bloß noch kein Part tun, weil die kann gar kein Part tun.
Wenn's wann die können, da wird Gott uns das all weiten geloten haben. Das, woran Jesus sagt, das ist leichter, dat een kamal der notel uw jet, als dat die zelfs raden kan. Nou ja, nu ga ik de schrift hier een beetje verdreht. Hij zegt, als dat een zelfsgerechter mens kan geraad worden. Aber wenn wir mal kijken, dann wat Jesus uns mit dem ganzen Kontext lernen, dann ist das so. Dann habe ich nicht die Schrift verdreht. Dat is leichter dat een kamal der notel jet is, als dat die zelfs raden kan. Der Kontext wijst ons dat de dien zwei. En die gingen komen bij toe en zeiden, oh, dan, Jezus, du merkst ons dat allmählich. Wer kann dan überhaupt? Wel, wer kann überhaupt? Dit is juist de vrouw. Wer kann überhaupt? Keiner. Keiner kann. Aber er sagt, bei Gott ist alles möglich. Dat is de radung dat is boos zo'n ding wat zelfs kunnen kan doen als God. De radung wel als zelfs kunnen wegen dat kan aangeven als God alleen. Du kannst das kennen nicht mehr. En dan wordt er maar moet je leren en wordt er gezegd, okay, de biblische leer, die leert van door een mens op eenmaal aankämpft en die kämpft op je neues aan en die praat hat hij wel geraad worden, aber wenn Gott ihn nicht gewählt hat, dann kann er nicht geraad worden. Maar weet je wat, toen gaan ze de Bibel, zo wie die in context genoemd is, af en toe. Weet je wat, wenn du weer aankämpft, en die zet zijn zin aan, die wordt angst en bang, du even, en die kämpft aan en die wordt zo hier wel geraad worden. Weet je wat, dat is de grootste bewijs dat God den al raden deed. Dat is de grootste bewijs dat God den Jezus gewählt hat. En we kunnen Römer 8 nicht in de Bibel uitreden. We kunnen het niet uitreden. Wenn dan da wie du wat wacht dan van dat wat Johannes ons verwarnen deed. Hij warnet in ieder een dat hij weer van deze wereld wegneemt wat in dit boek geschreven is, van dem wat God dat wegneemt van dat pot, van dat drek. Aber du musst schon hangen. Dat ik heb eenmaal hier verdreht zei. Offenbarung 22, vers 18. Ik warnen jeder einen, die de prophetische Wort in dit boek hielt. Wer door irgendwas toezaat, dem wordt Gott de Pleon toezaten von die in dit boek geschreven staat. En wer von der prophetischen Wort in dit boek wahrnehmen wird, den wird Gott sein Port vom Lebensbaum und von der heilige Stadt wahrnehmen, wovon in dit boek geschrieben steht. So wir können nicht ein Port, nicht ein Mullen Vers, nicht ein Mullen Wort wahrnehmen, von was in dit boek geschrieben steht. Und ich nehme das an, das ist nicht bloß gemeint, dass der Offenbarung, dass der wird von das Buch in der Offenbarung wahrnehmen. No. Ich nehme das an, durch so weit als Gott hat, das gelehrt, dass wir nu das vollständige Wort Gottes haben. Die ganze Bibel, das fängt von 1. Mose an, bei der Offenbarung. Ich nehme das in der Grenze, dass wir durch kein Wort können wahrnehmen, nicht in der ganzen Bibel. Wenn wir durch uns die Freiheit nehmen, dann sind wir auf einem sehr glitschigen Weg, was bei aufgeht. Und wir können dazu kommen, dass wir anfangen zu glitschen und wir haben noch nicht mal eine Antwort und wir gehen bis Glück bei auf. Wenn wir uns einmal anfangen, was zu übernehmen, dass wir das Jahr mit so uitloten dann. Wenn uns nicht was auf die Probe gestellt und uns wird gesagt, okay, was tun wir dann mit so einem Vers, wenn Gott sagt, er will nicht, dass ein einziger verloren hat, aber dass er das ewige Leben hat. Sagen wir auf einmal all die Pflicht, einmal, dass wir haben einmal mit Flied. Wir haben uns so getan, wie wollen, dort nicht in den Stich gehen, aber wir haben das vielleicht all. Ja, yes, wir haben. Aber wir haben das auch gemerkt, dass auf anderen Städten, du wurden so eine Schriftstellen am Bus dort gebrochen, dann wurde du nicht, das ewige, dass Gott sich die von Ewigkeit her gewählt hat, das wird ganz nicht gelohnt. Wo kann wir das dann taubfuhren? Wo kann wir das taubfuhren?
Gott will nicht, dass ein einziger verloren wird, aber du als keiner werden kann gerat werden, wenn Gott den nicht gewählt hat. Wo will wir das taub fühlen? Ich kann das nicht taub fühlen. Wenn es den Tag, wo ich mir das will zu sein, das kann ich taub fühlen, das kann ich verstehen, dann sagt ich mir all Eva Paulus. Dann sagt ich mir all höher aus denen. Weißt du was? Wenn Paulus selbst kann es nicht verstehen. Wenn Paulus, für Paulus selbst wird es tun groß, was er nicht uitleihen kann. Und wenn er erst kijken dat, wo wunderbar Gott schaffen dat, wo gut Gott sein Wel ist, wo groß Gott sein Mitleiden ist mit allen Menschen. Und dass danach immer nicht alle Menschen gerat worden. Und die einzige Ursache, warum die nicht gerat worden, wenn Gott erst dort, wer die Macht auf die Teraden oder nicht. Und er plantert hier Handrei Evangel. Like, das ist ein Ding, was ich bloß nicht begreifen kann. Wo kann ich das aufstellen? Und wenn wir jetzt kijken, dat in Römer 11, dort bloß krijgt die, wat Gott sich gewählt hat, die waren geraten, und du fehlt keiner von die. Und Jesus selbst sagt, und er in Gebet, er dankt Gott, dass er keinen verloren hat, von die, was Gott ihm gegeben hat. Dass er keinen verloren hat. Und wenn er sagt, ab diesem Grund, wo ich meine Kirche bin, in der Hall ihrer Macht, was nicht jeder kann. Und der kann was von diesem Tag nicht durch je. Und dass wir das hier an dieser Seite Himmel manchmal noch nicht verstehen können, wo Gott das alles tut. Dort in jeder einer, wer im Lebensbuch geschrieben steht, wird auch geraten sein. In jeder einer. Und dort Gott den Nummers hat, im Lebensbuch geschrieben, er die Welt den Grund legt, in Paulus, denn diese legt mir das Krack von hier und das alle Ding. Und wenn ich nu will sagen, ich soll das dann nicht uitleihen, wo kostet die dann? Ab wo sieht best die dann? Best die dann, ab dieser sieht er best die dann? Was meinen die damit, ab wo sieht ich sie? Ich will nicht das uitloten, dass Gott will haben, dass alle Menschen sollen gerat werden. Und ich will das nicht uitloten, dass in Gott seine Macht hat, sich zu wählen, wem heiraten det. Ab wann sieht, will ich das nicht sagen? Das ist bad. Das ist bad, dass Gott sein Wort. Aber kann mein kleines Verstand das begreifen? No, das kann ich. Und wenn ich nicht sage, das kann, und viele Menschen haben sich das auch wert zu sagen, die sagen sich, Paulus, den Aposteln, was sozusagen das halbe Neue Testament geschrieben hat. Die sagen sich, da. Wenn sie glauben, sie können das verstehen. Sie können nicht. Wenn Gott seine Wege sind unausforschlich. Gott seine Wege, so heute Dinge tut, sind nicht zu begreifen. Dort Paulus selbst ist das mit sein. In Römer 11, Vers 33. Er sagt, oh, wo rick es doch uns Gott und beides, Weisheit in Erkenntnis. Wo allmählich ist es doch, seine Gerachten zu begreifen und seine Wege zu verstehen. Hier ist Paulus, wo du stehst, wo ist das überhaupt möglich, das zu begreifen, Gott, so ist die alles das. So ist die hast die Radung durchgeführt. So ist die so krank wirst, wem die raten wirst. Dass das alles so 100%, like das ist, ich kann es nicht uitleihen. Ich kann es nicht verstehen. Diese Weisheit, die geht zu hoch. Und wenn du wieder sagst, ich kann es verstehen, der sagt sich immer Paulus. Wenn ich sage, wer hat gewusst, was Gott im Sinn hat? Oder wer sein Ratgeber? Like, wer hilft Gott diese Idee? Oder wer hat am erst was gegeben, dort nicht können reingetut werden? Wir reden von Gott will nicht Opfer, aber er will haben, wir sollen Mitleid haben mit den Nächsten. Was bleibt wir nicht nach Gott gegeben? Er sagt, wer hat am erst was gegeben? Wer hat Gott erst was gegeben, dass Gott am das dann nicht soll geben? Alles, was du hast, kommt von ihm und ist durch ihm und ist von ihm. Er soll in alle Ewigkeit dafür gelobt werden.
Das ist, wo wir uns machen üben. Dort Gott seine Geheimnisse sein so weit zu verstehen, als wir auf uns können. Nicht die Schriftstellen uitloten, wo Gott sich bewiesen hat, wo Gott meint er ist. Und wo Gott hat auch mit allen Menschen meint. Und wir können auch nicht die Schriftstellen uitloten, dort Gott die Kontrolle hat, über wem er raten hat und wem er nicht hat. Wir müssen auch dafür beten, dass wir nicht ein eingehorsames Hort kriegen, dass wir nicht ein verbessertes Hort kriegen, Gott gegenüber, dass uns das auf einmal nicht stimmt. Dass wir in Römer 9 sein. Dann sagst du, woran beschuldigt Gott die Menschen an? Wer kann gegen Gott sein Will tun? Und Paulus sagt, no, das sieht uns anders. Wer bist du, dass die Gott gegen anreden ist? Wer bist du? Dass die das nicht gut ist, als Gott das tut. Trouble uns dort, wenn Gott so gut meint ist mit allen Menschen? No, dafür soll wir Gott noch einmal noch doller loben. Trouble uns dort, dass Gott Mitleid gehabt hat mit Wasser. Und er hat over je Leben gehabt. Trouble uns dort. Wo haben wir was über Gott zu grünzen? Ich mal terugkomen naar diesen Vers. In den 33. Vers. Wo allmählich ist das doch, seine Gerechten zu begreifen und seine Wege zu verstehen. Hier will ich nicht Rechte über sein, über wem Gott raten hat und wem nicht. Ich will nicht Rechte darüber sein, wem sie nun Gott hat im Lebensbuch geschrieben und wem sie nicht. Du als mein Denker zu klein hast, dass ich soll diesen Gott, was so weit hecher mit seiner Weisheit und Kenntnis und alles ist, dass even der Apostel Paulus staunen hat, und das alles, was er weiter zu sagen. Den will ich nicht fair sein. Dort mich stimmt wird nicht. Ich will lieber Gott beten. Gott, gib mir ein gehorsames Hort. Gib mir ein gehorsames Hort, dass ich mich anstellen darf, als ich das alles verstehen kann oder nicht. Wenigstens ab mein Denken ist nicht zu vertrauen. Und wer würde ich sein, dass ich soll Gott nicht noch Ruhe geben? Weißt du was, wenn wir stehenswache Sohn sind, dann wird uns das nicht schwer sein, mit einem anderen Mitgliedern zu haben. Was uns nicht traf, der wird durch, so Jesus sagt, läuft unifin. Das meint Mitgliedern sein mit euch. Das meint, dass wir Mitleid haben, dass wir mit dem mitfallen können, dass wir die proben Gott zu tun. Sehen die, was ihnen uitfliegen tun. Bet für dich. Weet je wat, den Tag, wo wir das begreifen können, dass Gott ist reich und der hat das reich getan, dann wird uns dort nicht mehr so schwer vor. Aber ich will auch in jedem einen warnen. Wenn irgendwer ist, wer das zuhören hat, oder wer hier ist, das haben wir nicht ganz mit anverstanden. Das stimmt mir alles nicht. Weil dann bet Gott, du Arm, dass er ein Gehorsam hat. Dass je nicht Gott beschuldigen in jene Gedanken, in jene Hort. Dass je nicht grünzen über Gott. Wenigstens was der das ist reich. Und solange wir in diesem Himmel sind, dann ist es, dass wir kicken in einen mördigen Spiegel, das Paulus sagt. Wir kicken so da. Wir können nicht wirklich begreifen, was da angeht. Aber Paulus sagt, du kannst einen Tag, du war wie klar sein kann. Und ich will Ihnen das sagen. Den Tag, wo wir waren klar sein können. Den Tag, wo Christus sich offenbaren hat, wer er wirklich ist. Und den Tag, wo er wird wiesen, seine anteilbare Herr, wo er gerat hat. Von den alle Rassen, Fallstammen sprechen. Wir wollen nicht klären, haben wir. Wir wollen nicht haben, mit dem Finger danach zu wiesen, oh, warum hast du Jan ever geloten? No, wir wollen Gott loben und wir wollen denen sagen, das ist reich, was du getan hast. Und wenn wir auf einmal sollen, ich weiß nicht, was du dann was sagen, aber wenn wir das sollen sein können, dass du sind Menschen, die wir hier gekannt haben, was du verloren gehen, wir wollen Gott loben dafür. Das hört sich hart. Wir wollen Gott loben dafür.
Warum? Wenn wir wollen, dass du sein kann, Gott hat das recht getan. Gott hat das recht getan. Nu dat ons hart war. Nu hiel wir. Jesus, ich sie lange nicht durchgekommen mit meinen Taxen. Aber wir sagen dort, Jesus, der kommt nach Jerusalem. Und wo sie am du verstanden da, und er sagt, Jerusalem, Jerusalem. Das ist in Matthäus 23. O Jerusalem, Jerusalem, das ist in der 37. Vers. Da du die Propheten dort merkst, und die steinigst, die geschickt worden. Wofür und habe ich die Probe so zu sammeln, als eine Klug sich die Kegel unter die Flächen sammelt, aber du leidst dort immer nicht. Eine andere Übersetzung sagen, du hast nicht gewollt. Du wegen Wort jün Hus zu einer Wildnis wird. Ich sage jün, je wollen mir nicht wahr sein, aber je sein wollen, je sehen es als die im Herrn seinen Namen kämpfen. In Lukas 19, Vers 41. Als hij dichtbij in der Stadt zag, hield hij ever de Erwohner. Hij hield ever. Waarom? Wegen zijn Mitleiden. Zijn Mitleiden wie so groot. Zijn Mitleiden wie so groot, dat hij even hield ever die. En zei, wanneer du doch wens nu in deze diene tijd zijn kus, wat die Frieden bringen können. Nu aber kannst die dort nicht sein. Die sind blind. Die kann auch euch sein. Du weißt nicht mal, wovon Trouble die in einem Jahr ist. Wer hat die Macht, in blind zu halten? Wer hat die Macht, in die Uhren aufzumerken? Gott allein. Und er beklagt ihn über, dass sie blind sind. Was dat so eine Schrift steht zu uns? Fang uns das an zu trubbeln. Fang uns das auf einmal an, arg zu luten, wie Gott ist. Wann dat? Da wollen wir nicht sagen, dass du was arg hast mit Gott. Da muss wir sagen, dass du was arg mit mir. Wenn Gott das nicht arg, dann wird das gut, das ist reich. Und Paulus sieht das alle. Paulus sieht das alle. Die Menschen können nicht in sich selbst sein. Das kann bloß Gott, der die Uhren mehr, dass er sein kann. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, die bestimmt werden, dass wir leben, die kommen zum Glauben. Und das sieht Paulus auch alle. Und Paulus selbst kann das 100% feilen, wo nur heute Kontrolle über hat, zum Fair sein, wer du soll zum Glauben kommen. Wenn Gott nicht das hat ummerkt, dann hörst du keiner. Dann achtet du keiner du ab. Der andere hat bis alle ein Gesparter lachen über und sagt, was das Blauber muss sein. Da wisst Paulus alle. Und all die, was nachher nicht zufrieden sein, mit das Gott hat das. Und all die, was nachher nicht stimmt, dass Gott die Person nicht errat hat, und die ja. Ich will dir mal toehouden. Nehmt je mal Zeit. Fahrt mal naar eine Stadt. Stalt je mal einen Stuhl ab. Kriegt mal ab. Hat du einen Speaker oder was immer. Dann predigt du das Evangelium. Sein wer alle Jesus will annehmen. Das mal. All die, die unzufrieden sind mit Gott. All die, die nicht mit einverstanden sind. All die, die nicht mit einverstanden sind, so ist Gott das. Dann prüft das mal. Dann predigt mal das Evangelium. Lut ihn zu verspatern. Lut ihn zu verhassern. Und dann hör ich mal, was von der lasterliche wir, die wollen gehen Evangelium, was jeder predigen dann sei. Und was ich wort, dort wird so in jünt wirken, dass die immer doch wollen sagen, Gott ist doch reich. Gott ist doch reich. Wenn Gott das Hort gemerkt hat, so ein Bösen sein ist der Hahn, und wenn Gott die ewig in der Hallen anschmiert, ich glaube, Gott ist ganz reich. Das ist der einzige Weg, wo wir können das auf einmal begreifen. Gott ist nicht reich.
Warum stimmt manche Menschen dort nicht, dass Gott nicht allen getragen hat, wie kann der Hort nicht? Wie kann nicht, was in der Hort ist? Und nu weil wir haben, dass Gott soll ankriegt in Wert tegelijk alles in seine Schienen sammeln. No, der Zutäber würden dann sehr unzufrieden sein. Warum kann uns verstehen, dass wir mal nicht begreifen, wo Gott das tut? Wie kann nicht die Menschen erhalten sein? Wie kann ich sein, wer dort wirklich ist? Aber den Tag wird Christus Wort kommen. Das worum ich sehe, even Menschen, wo wir hier kann, für die, was wir beten tun, für die, was wir healen und prachen tun, dass Gott dem noch das hat aufdaten. Und du passiert was nicht und du passiert nichts. Den Tag wird Jesus Wort kommen, den Tag, den Gerichtstag. Und wie soll das auf einmal sein kann, dass Gott dich verdammt hat? Wir wollen Gott loben dafür. Wenn du wo wie sein kann, wo von Monster dort noch ein Tiet aber je warst das. Die Person, die du verloren gehen, du wirst das vandaag kommen, was sie noch ein Tiet ever je warst sein. Und wir wollen Gott nicht weiter zu beschuldigen. Einzige Prediger hat gesagt, die Ursache, warum uns die Thron waren aufgewäscht worden, machten dort ist, wenn die wird eine Mutter sein und der wird ersehen, du sein, dass die verloren geht und der wird so sehr healen, wenn ersehen. Und der, no. Dort ist nicht die Ursache, warum uns die Thron waren aufgewäscht. Dann ist dort ganz in Kontext genommen. Warum sagt dort? Dat entweder die Thron aufgewäscht, jün Lieden, jün Rohren, jün Hot, wo der was durch. Das ist vorig, dort hat jün nicht überlebt. Dort ist nie hängen jün. Gott hat alles nie gemerkt. Nu ist der Zeit, das ich al seht, nu ist der Zeit, dass wir healen über das, was du verloren geht. Nu ist der Zeit, dass Jesus sagt, er hielt über die Stadt. Nu sind wir in der Zeit, wo wir beten und wo wir proben, alles Mögliche zu tun, dass keiner Macht verloren geht, dass wir kriegen den Welt haben, was Gott hat. Aber wenn dort ist über ist, dann haben wir keine Thron mehr zu verlieren. Dann sagen wir bloß, dass Gott reich ist mit das, was er tut. Und wir wollen am Loben, dass er reich gerecht hat. Du weil wir nu Mitleid haben mit den Nächsten. Du weil wir nu alles aufwenden, was wir können. Und das Evangelium mitteilen mit jedem ein, wem wir können. Womöglich schenkt Gott dass sie kann gerat werden. Wer sagt das noch, so dort? Sagt das nicht Paulus Gerutz? Hij ist du ab, dass wir dringend beten dann. Er sagt, womöglich. Und das ist, woran wir das Evangelium zu allen Menschen schuldig sind zu predigen. Dass wenn sie einfach wollen verloren gehen, sie wollen nicht ausschuldig verloren gehen. Sie wollen nicht du wegen verloren gehen, wenn sie nicht das Evangelium gehört haben. Sie wollen du wegen verloren gehen, wenn sie ein böses Hort haben und wenn sie Gott seine Feind sind und Gott, der Wort, der Singe, raten und der wird seine Feind strafen. Amen. Lieber gerecht davor, wir kommen hier nochmal für die. Und wir danken dir für deine große Gnade und für deine große Mitleiden. Und Herr, wenn ich dann denke, wo sei jebrig, einer dort mal verstehen kann, wer du bist. Und wo sei Abend einer mal dein Wort verstehen kann. Herr, machst die Mitleid haben mit uns. Und ganz besonders mit mir. Ich bekenne dort, dass ich in meiner Schwachheit nicht mal in Schatten begreifen kann von deinen Wunder. Wo wunderbar die alles das. In deine Weisheit, was die alles übergeteilt hast, was die was tun. Herr, mach mir das immer recht erlöten, so ist dir das. Und Herr, machst die uns alle in den Bäumen das Hort geben, dass wir ein Mitleid haben mit unseren Nächsten, mit allen Menschen. Mach wir ein Verlangen haben, um unsere Gute zu tun. Und das Verlangen können wir nicht aus uns selbst irgendwo finden. Aber Herr, bloß von dir uns das gibst.
En deswegen kommen wir naar die en Frau und bus einslich bei die, diese Hulp. Dat ons steun in het hart immer wieder wat wahrgenommen, dat wir immer Dollar in een empfindelijk hart kriegen. Herr, du allein kannst dit werken in jeden ein von uns. Und Herr, machst du das tun für den großen Namen. Wegen deiner Ehe und wegen die allein. In Jesus' Namen bete ich das. Amen.